Guten Morgen. Ik verraad dat hier waar de gelegenheid aan aandacht ver te brengen. Ik heb een klein beetje verkeld, zo wat ik een klein beetje aandacht hier, maar ik geloof God kan dus ook maar schaffen. So de titel van de boodschap van jou is, kan dat zijn dat Jezus werkelijk aan die zijde is? Ik weet, vielleicht besonders wir als politische Menschen handwerken, sind jedei von klein an, dass wir hoffen, das können so sein, aber wirklich, als wir das weiten, einer weit gleich werden. Ich weiß, dass wir abwassen, ich habe ein bisschen ein Bild von Gott, dass wir du hast eine Frau Eva, aber was das von Gott wird, du hast eine Frau Eva werden. In mir wird es so, wenn ich würde einmal einen Fehler machen, dann wird Gott bereit sein, zu mir strafen. Aber so ein Gott, was dann an sich sieht, der sieht nicht nur Ursache zum Strafen, der sieht nicht Ursache zum Sehnen. Du wirst, es ist nicht eine wahre Geschichte, aber ich dachte, wir ein feines Beispiel. Du wirst mal einen Mann, der ging durch eine schwere Zeit. Und fragt Gott, kann ich die in die Hand halten? Wenn ich durchgehe, dann sage ich Gott, nee, die kostet nicht. Wenn du meine Hand nehmen, und du die dann verführen, dass einfach nicht gut ist, dann war es auf einmal loslassen. Also, lass mich lieber die nehmen, dass ich die kann Sachen haben, wenn ich schwere Zeit habe, und wenn die auch verführen, dass ich die niemals loslassen. So, lass lieber mich die nehmen, anstatt dass du probieren mitzunehmen. Und ich glaube, das ist das Bild, was die Bibel uns probiert zu weisen, dass wir sind sicher, wenn wir uns hingeben, dass Gott uns in seine Hand haben. Nicht, dass wir probieren, am Fasten haben, aber heute uns lieber. Wir haben nach Top beten, wie Gott sein Wort angehen. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal fertig, wir wollen fragen, dass du uns durch dein Wort leiden, von aus Marius, wirst du uns unsere Horten aufbauen, was du uns zu sagen hast, und wirst du uns dort klar aus dem Wort wiesen, was du für ein Gott bist, und dort du wirklich an unsere Seite bist, wie nicht brauchen dürfen du haben. So, wir danken dir für das Titel von aus Marius, durch Jesus in Namen. Amen. Ich war der Titel, so mal alle bloß in Römer Kapitel 8 sein. So wenn ihr Bibeln habt, merkt ihr, weil ich auf das Römer Kapitel 8, waren wir der 26. Vers anfangen. Das mehr gaudet ferdert aber bei der 26. Vers, als ich dort hier mitweg bei der Gebetsstelle mit Mathe von das allen. Mich voll sich gesagt, ich dort mit studieren und mir braucht das so eine Freude an mich. Also, dort hat mir so gefallen, dass wir bloß wirklich Gott sehr deutlich mit, wenn andere viel kriegt sie gut. Seine Freiheit zu haben. So in Römer Kapitel 8, Vers 26 sagt er, in Jerusalem, wenn wir dort lesen, dann Jerusalem Wort aus dem Wort, nicht? Wenn wir bloß anfangen, dann wollen wir noch nicht näher, aber wenn wir die Vers dort lesen, dann sagt er uns, wie gerehm in uns selbst, nur halb von Gott, wie wollen wir uns, dort wir wollen gerat sein von ihm. Und wie ich schreien und Amen. Das sind viele Dinge, die weil ich das selbst überlesen, aber ich sage, Gott so halb der Jes uns und unsere Schwachheiten. Wir wollten nicht mal, wo wir so recht beten sollen, aber der Jes, der bet für uns, mit so einem Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. So, wenn wir uns selbst in uns geben, dann wir wollten nicht wo und wohin und doch, wir wollten, dass wir wollen, nur Gott, aber als in so eine Lehrbahn, vielleicht, wenn nicht mehr weit wo, und er fragt, wird sollen, wiederkommen, beten kann, er sagt hier, Gott so habt ihr jetzt uns in unsere Schwachheiten. Wenn wir durch so eine Zeit gehen, wo wir selbst nicht mal weiten wollen, wir kicken vielleicht in den Herrchen und sagen, Gott, ich weiß bloß nicht. Und der Yes in uns, heute hat ein Ansturm für uns im Bett für uns, sagt mit so einer Gefallen, du nicht mal wird versandt. Das wird er für uns tut. Gott, der wird sehr bedürft um den Menschen, dass er hier noch das Erdgun deut. Besonders wenn wir lesen dann in Markus Kapitel 7, ich wollte nicht handrehen, wegen Titzhofen, aber Markus Kapitel 7, als eine Geschichte, wo ein Mann ist doof, kann ich hören, und er kann sehr schwer reden. Er kann ein bisschen reden, aber das ist nicht klar. Und der fragt nach Halb. Er ist was beim, wo er nicht weit wo rührt, wo er nicht Jesus und er fragt nach Halb.
Und der Hauptamt der Rügen, das sind gerade Wunder, was passieren, wir wollen nicht so viel Zeit brauchen und dort vielleicht auch eine andere Zeit nochmal, aber bei ein von den Wunder, was passieren, das wird, den sie in Ohren gehen, ob dass sie hören können. Und dort in Salz, als vielleicht gerade der Wunder, was wir oder an denken, dass wir, wenn ich gerade so irgendwo mit manches ans einer wie was doof wird und der plötzlich die Ohren abgehen, der würde sich grühlen. Alle Dinge, was er würde hören, was er noch niemals gehört hat, das braucht eine Zeit lang, dass das gewarnt werden kann mit euch. Wenn das eine große Sache in Ferien design, ich kann nicht mal schlupen danach, wenn dann hören die all die kleinen Dinge, was alle angenommen haben, was sie never gehört haben, sie grühlen sich für alles, was sie hören. Aber ein Wunder, was Jesus steht, kriegt sie gut gästlich, wenn wir nicht mehr wissen, wo haben oder wo. Heute merkt uns der jässliche Ohren auf, nicht, dass wir uns grühlen in der Sache. Wenn wir lesen und reden von der Offenbarung oder Dinge, die noch kommen sollen, sind, was die nicht wahre geboren sind, die grühlen sich für das, was noch kommen soll. Das ist eine Zeit, was sie nicht wissen, wo wir davon können merken. Und auch wenn Gott non-stoppen das, der jetzt von uns beten, dass wir nicht mehr wissen, wo, merken uns der jässliche Ohren auf, dass wir das können hören, und wir dürfen uns nicht grühlen dafür, wir können sagen, dass Gott hat einen Plan, richtig dort. So, er ist der gute Hort, er sorgt für sie, und er hat den Helper geschickt, den Heiligen Jesus, er kann, das ist in dem, was ich anstehen für uns. Dass er beten kann für uns mit seiner Wort, was wir nicht mehr wissen, wo wir darüber nicht sprechen. Der nächste Vers sagt hier, der 27. sagt dann, hier meint der Gott, der unsere Horten untersiegt, weiß, was der Gest im Sinn hat, willst der Gest der Bet für den Herrn du nur, als Gott das gefällt. So Gott, was unsere Horten untersiegen das, und der, was wahre übrigens hat ein Gest an sich, sagt, der Gest und Gott, der bei der Hand Gemeinschaft. Er sagt, der Gest, der weiß, Gott weiß, was der Gest im Sinn hat, sagt, und du nur bet der Gest für den Herrn, das sind alle, was der wahre übrigens sind Helge genannt. Der sagt, die bet du nur, als Gott das gefällt. Du willst, haben wir den Connection, haben wir dort, unser Heil mit Gott willen, der Helge yes, der für uns du nur beten, so als Gott das gefallen hat, wenn wir selbst vielleicht auch nicht einmal wollen. Einmal wegen Sinn oder Schwierigkeiten, also wieder, sie werden bedragt, und wir wollen nicht vorhanden, und du so halb der Helge yes uns mit, so dass er kann, in den Weg für Gott gebracht worden, dass ihm gefallen hat, was du hast. Und dann sagt der nächste Vers, der 28. Wie weiten, dass Gott in alle Dinge immer beste Werk für dich, die am gut sind. Sagt, dort sind die er geraubt hat, so als er das will. Diese Vers werden bloß allein gebracht, dann wird er nicht mehr, wo kann wer sonst sein, dass alles wirkt für Gott. Fragen sind, was ich sage, vor der Tiefgründe sein, wo kann das gut sein? Wo kann wir sein, dass alles für Gott utarbeiten, wenn wir durch diese Tiden stecken, aber doch, wenn der Yes in uns, du das beten, der für Gott gefallen hat, man richtig schwere Tiden kann, dort kann Gott kommen, dass am Ende von dort der Beste ist, was für uns wir kennen sind. Ich sagte dort, der Yes, der betet für uns, wenn wir nicht mehr wissen, wo, und heute das so, als Gott das gefallen hat, wenn wir nicht mehr wissen, kriegt wo, was Gott gefallen hat. Haben wir uns fertig, lud uns fertig, eine sehr schwere Zeit ab. Wenn der Jesus all in uns ist, und das all dafür beten, was Gott gefallen hat. Der 29. Vers sagt er, hier meinte, erst der meinte mir und die damit, er sagt, der verhergewählt hat, Gott, er meinte, mir und die hat Gott verhergewählt, sagt er, der verhergewählt hat er bestimmt seinen Sinn zu legnen, dass der von vielen Brüdern möchte Erstgeborener sein. So, das Gott, er hat den Grundlein von der Welt, hat das jemals getan hat er mir und die gewählt, nur für dieser ein Vers vorher, sagt, der Grund für gelegt wird, hat er mir und die gewählt. Und das Vers sagt er, wo uns verhergewählt hat, mein Gott, überhaupt ein Grund gelegt wird, hat er uns gewählt, um seine unschuldige Kinder sein. Wenn das wie vielleicht abwaschen,
Wenn wir haben was getan, was vielleicht nicht gut, dann sagen wir, oh, du bist ein Unschuld. Und das ist die Bibel, das Wort Unschuld brücken, das meint, wir haben nicht eine Schuld ab uns. So Gott hat uns vorhergewählt, unschuldige Kinder zu sein. Nicht Fragte oder Dame, unschuldige, ohne Schuld. Und er sagt so, dass Jesus, der Erstgeborene, oder er kann der Erstgeborene sein von vielen Brüdern. Das meint, dass eigentlich du sind so als Stiefbrüder oder Schwestern zu Jesus selbst. Wenn Jesus Gott sein Sehen ist, und all die, was am Annehmen tun sind, Gott seine Kinder, dann sie wie mit Jesus taub. Deswegen sagt er hier, dass Jesus könnte Erstgeborene sein von vielen Brüdern. Er hat uns auch vorher gewählt. Der erste Fall sagt er, in die, meint er, war er uns, die er im Verrüt bestimmt hat, die hat er auch geraubt. Und ich mal sagen, das sind die Ideen, und ich weiß nicht, was ist das für mich? Ich weiß nicht, was das für mich ist. Ich weiß, für Jan ist das gut, für dich schafft das, und darin hat das geschafft, aber ist das für mich wirklich gut. Und hier sagt er hat uns auch vorher geraubt. Er hat ein Grundlehre von der Welt, und sagt er, und da wir ihn gewählt hat er bestimmt. Und da wir ihn bestimmt hat er geraubt, er hat von vorher, und er hat auch die gerechtfertigt. Und wie ihm rechtfertigt, da verhaupt er, dass sie herrlich sind. Herrlich waren. Wir haben uns eine schwere Zeit, das vielleicht unternehmen sein, wir sind herrlich, oder wir sind herrlich geworden, oder wir sind gerecht, oder so. Und das ist besonders, wir als Plotteacher, wir haben das Werken so, wir wollen da somewhat verdienen, somewhat verschaffen. Okay, wenn Jesus mir geraten hat, nur weil ich dann diese Dinge tun soll, haben wir dann was mehr rechnen oder so. Und das geht nicht, dass wir dort kann tun, wenn, als wir nach Sender werden, dann starb er für uns. Und dann dort er uns verherrauben, uns bestimmtem herrlich sein, und er reinigt uns, und macht uns herrlich. Das ist nicht ein Ding, wo wir selbst haben, jemals könnte man tun. Da würde besser sein, wenn ihr mit ein Vorbild sein, oder ein Vorbild hier, vielleicht wenn ich mir hier nu ein großes Witten lernen würde haben, und in der Meer bloß ein kleines Loch hier anschneiden, und bloß mit Kopf da können. Wenn ich hier stehen da, dann kann ich mir sagen, dass ich sehe, aber wenn ich das lernen ever da, dann sehe ich ganz so weit. Wenn Jesus uns bedanken hat mit seiner Herrlichkeit, zu Gott wird dann ankicken hat, sieht er hier als eine heilige Person. Da meine ich, dass wir in uns Fleisch kann heilig leben, so als Unfehler, never nicht einen Fehler merken. Aber wenn du uns gerechtfertigt, dann hat er uns ganz bedankt, du hast dann Satz nicht zu sein an uns, aus seiner Herrlichkeit. Dann sollen wir dann herrlich werden. In Psalm 139, 14. Vers, aber das sind mehrere Verse, wo wir davon reden, dass als wir nach uns Mutterlieb wären, euer Wiederbein wären, hat er uns bestimmt. Hat er uns einen Plan gemacht für uns. Und hat er uns gebüht von der Ursache. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er macht uns dann gerecht. Uns reinigen von Ungerechtigkeit meint, er macht uns dann reich, rein vor Gott. Und das ist dann so, wir dann so bedacht sind, dass das nicht an uns zu sagen ist, aus Gott seine Gerechtigkeit. Wenn er uns das gegeben, das Lernen haben wir uns nicht selbst mitgenommen und in 50 Stopp, solange wir glauben, wir Gott genug an uns das übertragen. Das ist dann, was Gott sagt, okay, du hast mir sehen angenommen, und das uns dort übertragen. So dass wir herrlich sind, so weit aus das jetzt zu sein. Man reich für Gott, dann stu wie gerecht für ihn, wenn wir auch nicht, uns dort nicht nur fallen dann. Und wenn er all diese Dinge tut, wenn er das nur für mich und die, in sein Geist in uns betet nicht für uns, so dass wir nicht mehr weiten wollen, er hat uns vorhergeraubt, bestimmt, gewählt, gereinigt, so dass wir herrlich sind. All diese Dinge hat er getan für mich und die. Wen er will Gemeinschaft mit mir und die. Und der eine Fall sagt, was war wir hier zu sein? Was war wir hier dann zu sein? Wenn Gott das alle hat getan für mich und die,
wann wir am Hand angenommen, das ist rein alles, was das rein alles für uns. Dann sagt der Vers wieder, was war wir hier zu sein? Wenn Gott auf uns sieht, dass wer kann gegen uns sein? Wenn Gott die hat, das Lehren übergetragen, das Gerechtigkeit, was durch sein Sinn kommt, wenn Gott das hat getan, wenn der Gott an denen sieht, wer kann gegen die sein? Ist es möglich? Dass der irgendwas kann gegen die sein, gegen die Striden oder so? Wenn Gott auf uns sieht, das kann nicht kann die gegen sein. Das ist eine Frau, was kann dann? Die Antwort ist nichts. Gott ist der, wer uns hat. Ja, ich darüber noch ein bisschen mehr von reden. Der 32. Vers sagt, wo die, hier meint der Gott, wo die sehen einen sehen für uns, alle Handjäuf, uns da nicht alles mit am schenken, mit am Taub, mit Jesus Taub, alles schenken, das was die Frau hier ist. Wenn Gott all so wie geht, und ihr sehen haben, für mich und die, so sehen kann gekriegt werden, wenn er das getan hat, würde er da nicht auch uns mit dem Taub alles geben? Das ist eine Frau. Was hier Frau und das? Die Antwort ist ja. Das ist der Plan, warum er das tut, so dass er das kann. Der nächste Vers sagt, wer will Gott seine Ausgewählte beschuldigen? Wir als Menschen verstehen das sehr gut, wenn wir sagen, wer der was anrechnen, guck mal, was der tut, guck mal, was der andere tut, guck mal, was der tun. Wir verstehen das noch gut, um andere zu kicken und die sagen, zu beschuldigen. Aber die Frau, was hier ist, der 33. Vers, wer will Gott seine Ausgewählte beschuldigen? Wer hat, eine andere Frau wird sagen, oder die andere Frage wird sagen, wer hat der Recht, dass sie kann Gott seine Ausgewählte beschuldigen? Vielleicht ein Beispiel davon ist, dass das Frühwort für Jesus gebracht hat unmoralisch gelebt in unsere Steine und Jesus sagt, wir finden Unsinn aus, können ihr ein Steinkleid drin. Ihr habt die Freiheit da. Ja, ihr kann die Steine, wir haben Unsinn aus, können ihr erste. Und das wird das Frage sein, wer will? Wer will Gott beschuldigen? Oder Gott seine Ausgewählte beschuldigen? Wer will? Wer kann? Dann wird das keiner, was das kann dann. Sagt er, Gott ist da, oder Gott ist dort, der am gerecht merkt. Wer kann so beschuldigen, was Gott hat recht gemerkt? Wenn Gott das hat getan, er hat uns reingemerkt, er hat uns seine Gerechtigkeit übergetragen. Wer will seine Ausgewählte beschuldigen? Das ist keiner, was das kann. Wenn wir das Bild ein bisschen bekicken, dann wenn wir so betroffen sind mit Jesus seine Gerechtigkeit, wir haben es dort angetragen, wenn Gott nicht kicken, du kannst wahrlich eine Erklärung merken, über irgendwem, aber wenn Gott nicht kicken, dann sagen, guck mal, das ist rein. Was am von der Schuld ableihen, das ist reich. Ich habe den rein gemerkt, was du dir am von der Schuld geben? Trof Gott. Wir kriegen zu sagen, dass am Anfang ist Gott alles erschaffen hat. So er sagt, okay, ich habe alles gemerkt. Welt und die Meer und die Fische und die Vögel und Menschen, alles, dass er alles gemerkt hat. Und dann sagt Gott, das ist gut. So wer würde dann kann abstimmen und sagen, oh, das ist nicht ganz gut. Du wirst keiner, wer das kann sein. Gott hat es gemerkt. Er sagt, wie gut, und du kannst keiner nicht in die Klaude gehen. Keiner kann sagen, oh, das ist vielleicht nicht ganz gut. Wenn Gott hat was gut gemerkt, reich gemerkt, rein gemerkt, das ist nicht, dass wir als Menschen das dann ist das gut, was er getan hat. Nächste Frage sagt er, wer will verdammen? Das ist auch kein Ding, was wir vielleicht fertig haben. Besonders als Plotteacher. Ans Hintergrund vielleicht sei er leicht. Oh, guck mal, was die tun. Das ist sicher nicht gut für dich. Die werden einem Tag nicht in den Himmel kommen. Wir haben fertig seine Ideen gehört, nicht? Wenn die, oh, guck mal, was von der Kirche fahren. Oh, guck mal, was die sich antragen. Oh, nu haben sie auch das getan. Ja, für so eine ist der Himmel nicht. Han fertig seine Dinge gehört abwaschen, nicht? Vielleicht nicht, dass er kalkuliert als den war. Aber doch, die Dinge kommen da ab. Aber die Frage ist, wer will? Wer will die verdammen? Weil der Christus Jesus ist hier, der gestorben ist.
in meiner Ausdauer, er wird von dort abgewagt und er ist nu bei Gott, zu der rechten Hand in Bett für uns. Wer du hier so aber ihr will sein zu verdammen, das meint, die Person, die schafft gegen Gott. Wenn Gott hat was recht gemerkt, rein gemerkt, ist nicht bloß, dass Jesus sterben hat, für unsere Sinn, dass sie Blut dann uns können recht merken, aber das er wirkt ab von den Tod, er bleibt gleich tot. Er sagt, nu bei Gott und er reichte sieht, und er betet für mich und die. Wenn wir so eine Connection haben zu uns Gott, die jetzt in uns betet für uns, Jesus selbst sagt im Himmel bei Gott im Bett für uns, Gott sagt, er hat uns gerecht gemerkt, wer will dann verdammen? Wer kann sich dann, gegen Gott zu gehen und sagen, oh, hier ist eine Person, die ist sicher, geht nicht Hall. Wer kann es tun? Wenn Gott hat uns reich gemerkt, dann sage ich, in Jesus ist hier, hier hast du als Proof, dass Gott uns dort geschenkt hat, nicht bloß, dass die sterben wird, aber doch abgestoßen, und er reichte sie von Gott aus, und sie reichte sie, und reichte Hand, und er betet immer reich für uns. Dann sagt er wieder, so wenn wir daran denken, dann, wer will uns dann beschuldigen, wer will uns verdammen? Dann sagt er wieder, wo kann uns dann von Christus seine Leib wegnehmen? So hier ist eine Frau gefragt, was wir gefragt haben, gefragt, das Teacher nicht. Oh, was ist der eine Sünde, was uns von Gott dran, wir wollen für ewig verdammt sein. Und spenden wir so viel Zeit an seine Frau und noch da wird wenig anhauen dann. Und probieren wir zu finden, was ist das Reich, was uns wir kann von Gott dran. Was kann uns dann lostragen von einem, dass wir nicht von kann gerat sein. Was kann uns von Christus in der Leib wegnehmen? Sollen Leiden, wenn wir durch schwere Zeiten gehen oder so, Leiden oder Angst, oder Verfallung. Das würde Verfallung würde sein, aus der, in den Wasserländern würde da Verfallung auch so wegen Christen, wo die Fastnehmer dort merken, sie wieder für ihr Glauben. Wir haben das hier in Knorr noch nicht so reich belebt, aber da sage ich so, Angst oder Verfallung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder das Schwert. So, von diese Dinge uns kennt von Gott in der läuft dran, uns wegnehmen von dort, dann saßen dort ist der Vers, so als geschrieben steht. Und das gleich wirklich einmal mit teilen nicht, ja, das steht geschrieben. Ich wollte noch ein Ding sagen, was geschrieben steht. Das habe ich genommen aus Psalm 45, aber da saßen dort ist der Vers, hier einmal 8, sage ich, so als geschrieben steht, am Diensthofen, wo wir den Tag Eva Haie-Schlacht. Wir wollen als Schub euer sein. Da wird weit nach Tracht drehen. Wir wollen so als Schlagschub euer sein. Was jemand meint, als Gott seine Menschen wollen in schwere Titan. Er sagt, wir wollen den Tag über Haie-Schlacht. Ich kann nur lesen in Psalm 45. Das ist ein Psalm, wo die uitroepen Gott halb. Und sagt, wollen daher wollen sie Haie Schlacht. Das ist eine schwere Zeit. Die wird nicht für Gott sein, sondern gegen ihn. Und sie wollen mal reich so euer sein aus einem Schlagschub. Nicht mehr aus einem Schlagschub. Die merken, die dort kriegt es nicht, dann janken das große Not. So ich fragte, wo kann uns wegnehmen von Gott seine Leib, von Jesus seine Leib? Wo kann uns davon wegnehmen? Richte die Dinge hier ab. Leiden, Angst, Verfallung, Hunger, Armut, Gefahr, das Schwert. Dann sagt er, daher war wir so angestellt als Schlagschub. Aber wir müssen daran denken, wenn wir diese Dinge durchgehen, was wir vorhergelesen haben, euer hat das falsch gesagt. Erstens, er hat uns vorhergewählt. Er hat uns in Verrüt bestimmt. Wenn ich so anzeige, mein all die, was persönlich an Jesus angenommen,
Er sagt, er hat uns persönlich geraubt. Er hat uns gereinigt oder gerechtfertigt. Er hat uns persönlich leiden mit seinem Heiligen Geist. Er wird uns herrlich machen. Er hat uns mit Jesus Taub sein Sehen eine Stätte gegeben im Himmel. Er ist der, was nicht mal der irgendwo upbluten, der wir uns beschuldigen, wenn er uns recht gemerkt. Er ist der, wer das nicht lassen, der irgendwie uns verdammen kann, wenn wir Jesus an euch nehmen. Er hat persönlich für mich in die beten. Er ist der, was nicht lassen, wie kann getrennt sein von Gott seine Leben. Wenn wir durch diese Dinge gehen, von uns so was euch sagen aus Schlagschub oder so wieder, er hat all diese Dinge. Der Gott, der weiß dort, wo wir hier durchgehen ab ihr. Schwere Zeiten, vielleicht in der Familie, bei der Arbeit, in unseren Communities, wo wir wohnen, wo immer das muss sein, er weiß, das Gott, der weiß persönlich am jedermann von uns, wo wir durchgehen dann. Und in all diese Dinge, was wir durchgehen, schwere Zeiten, sagt er, nicht bloß dort wir wollen, dort er uns was beschützen hier durch, dass wir vielleicht wollen kann durchglappen und somehow noch kann seilig werden. Er sagt, Marach, wann wir so wollen euch sagen aus dem Schlagschub, er merkt uns nicht bloß, dass wir da durchkommen, er sagt, in diesem steigt er wie der Eberhand. In diesem steigt er eigentlich als wahre geborene Christen, haben wir die Eberhand. Und die Frage ist dann, warum kann wir in dieser Sache doch die Eberhand haben? Wo ist es möglich, dass wenn wir durch so eine schwere Zeiten gehen, wir so angesehen worden aus einem Schlagschub, dass wir uns nicht mehr als dort ist, dass bloß fehlt der Schlag, und dort merken sie wieder, und das mit wir die Welt nur kicken, dort. Wo kann wir in dieser Sache die Eberhand haben? Der 37. Vers, der sagt, aber in all das haben wir die Eberhand. Das sind die Gläubigen, die wahre Geborenen, die Christus haben, die den Jesus an sich haben. Er sagt, in all das haben wir die Eberhand. Und dann sagt er uns, woran wir die Eberhand haben? Er sagt, an dem sind Hoven, der uns Gott ist. Er hat uns nicht den Sieg geben, er hat uns nicht durchhalten, als Reich machen, all das, so dass eigentlich du kann Gott angesehen werden. Das ist man so ein kleiner Part von der großen Bild. Er sagt, in all das hat eigentlich die Eberhand wegen Gott sein Hoven, wegen heuhaft gesagt. Er fragt dich, paar Versen 3, wer kann uns verdammen, wer kann uns beschuldigen? Ne, wir haben in all diese Dinge die Eberhand. Wie sind die, was du verab sind? Nicht wegen, wie Gott sind oder wie bitter sind oder irgend so was. Das sagt wegen Gott sein Hoven. Ja, heu uns die Eberhand. Wegen heu uns Gott ist. Ich lese wieder 28. Vers. Alles wirkt für Gott für die, was arm Gott sind. Alles arbeitet für Gott. Weißt du warum? Wegen Gott weiß, was der Beste ist. Der Jesus an uns bet für uns. Jesus selbst der bet für uns. Und dann, was wir durchgehen, ich will nicht sagen, dass wir sollen uns zu tun, als wenn schwere Zeiten sind ganz leicht und wir können über eine gute Zeit haben. Das meint nicht dort. Aber wenn wir durch schwere Zeiten gehen und all diese Dinge, und lässt sich aus der Welt in die Überhand, dann sage ich, no, guck mal, wir haben doch die Überhand in all das. Wegen Gott sein Hoffen, wenn es heu uns gut ist. Du wegen, was der Eng von das, was immer die Verfolgung muss sein, was immer die Schwierigkeit muss sein in deinem Leben, wenn das erst vorbei ist, dann wird utarbeiten für Gott. Wegen Gott hat das gesagt. Er geht hier wieder, in der 38. Vers sagt er, ich sehe mir sicher, dass nicht Tod oder das Leben, nicht Engel oder Gewalten würden bitte sein, Regierungen oder sind was Gewalt even down.
En hij sagt nicht gehen wird, oder Zukunft, das meint nicht die Zeit, wo wir nicht durchgehen, wenn es schwere Dinge sind, oder die Dinge, die noch kommen sollen, die schwer sind. Hij sagt nicht gehen wird, oder Zukunft, nicht die Welt über uns, oder die Welt ohne uns, nicht irgendeine andere Kreatur uns von Gott in der Leben scheiden kann. Da in Christus Jesus unseren Herrn sind. Hier ist die Hauptsache. All diese Dinge hast du dir überhand. Du hast nichts, was die tragen kann von Gott in der Leben. Das ist nicht möglich zu tun. Nicht, was wir nicht durchgehen oder was noch kommen soll. Hier einer dort, ja, aber du weißt nicht, was noch kommen wird. Du sagst, nee, du hast die bekehrt, hast Jesus angenommen. Wo weißt du, was da noch kommen soll? Er sagt hier, nicht, was du nicht durchgehst oder was da noch kommen soll, was die kann von Gott in der Leben scheiden. Das ist eine unmögliche Sache, wenn er hält die Sache. Aber die Hauptsache von das ist, dass ich da, der letzte Part von der 39. Vers, dass ich da in Christus Jesus unseren Herrn sind. Wenn du die noch niemals bekehrt hast, wenn du noch nicht hast, den Stopp genommen, um Jesus annehmen als dein persönlicher Heiland, ja, dann können Dinge vielleicht nachher noch schlimm werden. Nicht darauf, dass Gott die schlachtet wird gern, aber zum Dienen am Tragen. Aber wenn du dich bekehrt hast, das ist nicht, was die von Gott in ihr Leben scheiden. Er sagt das hier. Vielleicht haben wir seine Gedanken, dass, ja, aber vielleicht das oder vielleicht ja oder das andere. Das sind somewhat, was danach sagen. Du kannst dir nicht so sicher sein. Ich weiß nicht, ich kann so sicher sein, aber ich weiß ganz schnell, was Gott gesagt hat von sehen wird. Und er ist sich sicher an der Sache. Er sagt, du hast nichts, was die von ihm in ihr Leben scheiden kann. Und er sagt, er hat das nicht am Dienst holen, er hat das am Dienst holen, wenn er ist Gott und er hat das gesagt. Wenn deine Gedanken du hängen und dann du denkst, well, wenn das so ist, dann kann ich im Sinn leben und dann wird er mit mir jagen und das ist dann gut. Dann hast du einen ganzen Punkt von Gott sein Wort noch gemisst. Jetzt habe ich hier eine gute Zeit mit all dem, was ich 10 Jahre weniger befreit habe, und horchen, was Zeichnissen von jungen Pauvert mitteilen, was erleben wie die was, und als Gott ist stoppen, wird das 100% anders wird. Das ist, was das meint, wenn wir sich bekehren, dass dein Leben nicht bleibt, dann, dass das vorher wird. Gott verändert dein Leben, deinen Sinn, deine Gedanken, dass du weißt Dinge tun, was am gefallen. Das ist nicht, dass hey, das hieß, das ist alles gut, und wenn mir nicht verdammt kann ich im Sinn leben, und wenn ich dann im Sinn leben kann ich damit einmal mit jagen, dann ist es gut. Ich brauche nicht Angst haben, ich brauche nicht Hals, dann kann ich damit einmal mit jagen. Ich habe immer gesagt, ich kann korrekt dann, was mir jagen, wenn es mich habitiert, ich kann korrekt dann, was mir jagen, wenn was mir jagen ist, für Gott zu leben. So eine Person, die keine Verlangen hat, für Gott zu leben, als eine Person weitergeboren. So eine Frau, wenn jeder einer von uns sich selbst wird Frau und sie auch, so eine Person, die ein Verlangen hat, für Gott zu leben. Und das meine ich, dass die dann was später angesehen worden oder so irgendwas. Aber wenn die ein Verlangen ist, zu sein, du hast die bekehrt, dass du kannst im Sinn leben, dann fällt er nach Himmel treibt, die nicht können, ist gut und ist in Gott Frau und wird das wahr oder nicht, was ich deute. Wenn du wahr ist, die hast bekehrt, du hast nichts nicht. Nichts nicht, was dich entscheiden von dir in der Leben. Wir sind frei gesagt von ein Leben von Sinn. Nicht frei gesagt zum Sinn, aber frei gesagt davon, dass der Sinn nicht mehr einen Einfluss hat von uns Leben. Das ist bloß durch Gott sie nicht genug. Heu hat uns dann gereinigt, heu hat uns dann reich gemacht, so dass wir kann für am Leben. Das ist durch Jesus in seinem Blut. Er sagt uns hier in dieser Vers, was wir lesen, denn du bist mehr als bloß eine Person, wo du was durchmerken. Er sagt, du bist ein Gewinner. Das meint, wenn du was abkommst, du hast die Überhand. Wann so tun braucht, irgendwas zu tun in deinem Leben, um die sein, von den Wahrheit rauf zu kriegen, du bist dann der Gewinner. Gott hat das so eingeführt.
Du darfst nicht mehr Furcht haben über, ob du lebend bist oder wenn du gestorben bist. Gott hat das eingeführt, dass du gewonnen bist. Nicht die Dinge, die wir nicht durchgehen oder was noch kommen sollen, fragen Leute, wenn es geschieht, angreifen wegen Dingen, die noch kommen sollen. Und wir wissen nicht, wo das nochmal oder was wollen. Doch wegen Gott seins Hoven, sagt er, sie wie die Gewinner dadurch, haben wir die Überhand. Wegen er hat uns den Sieg gegeben. Diese Sicherheit, was wir in Christus haben, ist bestimmt. Er hat all die Gerät, durch Jesus sein Blut. Und durch das nicht, was kann die Säuligkeit bringen zu uns, oder das annehmen. Durch das nicht, was kann bedeuten, dass du reich sind oder gerecht sind, das ist rein alles durch Jesus und durch sein Blut. Und wenn er das getan hat, wenn er die hat gereinigt, wer kann die dann beschuldigen? Das ist nicht, was die kann von Gott in den Leib scheiden. In diesem Punkt ist nicht, was die kann von Gott in den Leib scheiden. Wir sollen ein bisschen Zeit nehmen und dort Leuten in uns Hort anwerkeln. Du hast wirklich nicht, was die kann von Gott in den Leib scheiden. Die Schrift sagt uns das hier und sagt, glaub dort. Und dann Friede dabei. Und dann leb für ihn. In Christus bist du frei von verdammt worden. Du bist davon losgekauft worden, weil Christus für dich gestorben ist. Er hat dir reingemerkt. Dort verdammen, dort ist für dich, was am nicht angenommen. In Christus können wir leben ohne Mutlosigkeit oder ohne Betrag oder ohne unser Leben ist von uns Leben ewig ist, wenn wir hier nach sind, ohne die Mutlosigkeit. Wenn Christus kommt, trägt Leute holen, nur sich, nur Johannes 14, die erste paar Vers sagt, er geht vorab und wird eine Städte rein. Und wenn er das tut, dann kommt er ans Dreh holen, wo er ist. Wir dürfen nicht mutlos werden in das Leben, wenn er kommt, ans holen, um zu sein, wo er ist. Sondern wir können mit seiner Herrlichkeit taub mitarbeiten, was Gott für ihn hat. Wir sind frei gesagt von Angst. Weil die Angst können uns nicht von seiner Leib scheiden. Von all den anderen Dingen. Wen Christus selbst sagt, wie Gott seine rechte Hand im Bett für uns. Nichts kann die scheiden von der Leib. In Christus, das wir die letzte Part lesen werden, hast du nichts, was dich verdammen kann, wenn du in Christus bist. Das ist kein Verdammen, das ist keine Schuld, das ist keine Unzufriedenheit und das ist keine Trennung. Das ist alles für jedem einen, was hat Jesus angenommen als der persönliche Heiland. Das ist ein wunderbarer Part in der Schrift, wo er uns sagt, dass wo Gott er uns ist und warum er das tut, als nicht wegen uns haben, als wegen seins haben. Wegen seins haben, haben wir die Überhand. Noch einmal, der 31. Vers sagt, was soll wir hier sein? Wenn Gott das getan hat, für mich und die, er hat alle Dinge getan, was wir brauchen. Er hat für uns beten, der Erste hat für uns beten, er hat uns losgekauft. All die Dinge hat er getan für mich und die. Er hat uns von den Sinn losgekauft, von den Dingen, von den Lasten, was wir mittragen, von den Ungewohnheiten, was wir haben. Er hat uns losgefahren. Was wollen wir hier sein? Er hat uns sicher. Keiner kann uns verdammen. Keiner kann uns beschuldigen. Was wollen wir hier sein? Er sagt, wenn Gott auf uns sieht, das wer kann jemand sein? Das ist ein wunderbarer Vers. Mir braucht er viel Friede. Und ich glaube, du weißt, findet auch mit weg, wegen mir dass wird so eine große, es ist nicht, dass ich das never gelesen habe, never verstanden habe, aber auf einmal, so wenn Gott sagt, guck mal, das war, ich habe gesagt. Wir wollen zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal vor dir und wir wollen Dank sein, Herr, dass du
der allmächtige Gott bist, der alles erschaffen hat, und dass du hast dort so uitgeführt, dass all die, was die annehmen, dass die nicht brücken verloren gehen, aber kennen, auf ihr Leben haben, dass du uns auf Papier geschrieben hast. Wir danken dir, Herr, dass wir können lesen, dass du uns hast ausgewählt, damit die Kinder sagen, oh ja, du hast einen Grund gelegt wird von dieser Welt. So dass wir können deine arschliche Kinder sein. Wir danken dir, Herr, dass du uns hast alles gegeben, was wir brauchen zum Leben. Und zum Gott seilig sein. Du hast nichts ausgelassen, du hast nichts mehr, was verdammen kann, du hast nichts, was uns kann beschuldigen. Du hast nichts, was uns kann trennen von dir und von deinem Leben. Und wir freuen uns auch, Herr, dass du hast gesagt, dass wenn wir in deiner Hand sind, wenn du uns holen lässt, hast du nichts, was die kann reden. Es ist nichts, was uns kann in deiner Hand reden. Wir danken dir, Herr, für all diese Dinge, die uns fehlt, dass wir kein frisch Mut fühlen und wieder leben für die, wenn du sind Dinge dieser Welt, was uns kein Mutlos machen. Du sind Dinge, was wir beleben, was uns nicht eine Freiheit bringt. Und doch, wir können hier lesen. Und all diese Dinge haben wir doch die Ewigkeit. Dankeschön, Herr, für deine Liebe für uns. Dankeschön für deinen Sehen, dass er gestorben ist für uns. Und nicht bloß dort, aber dass er dann noch abgestanden und nicht in deine rechte Hand saßen hat. Und dass er selbst für uns beten hat. Dankeschön für das. Ich freue mich, dass du wirst jedem einen von uns dort luten, dort uns verstand, dass wir begreifen können, wo wirklich gesehen wir sind in die, wo sicher wir sind. Und dass du das durchwehen hast getan, dass dein Namen kann abgehoben werden, verherrlicht, gelobt und gepreist. Dankeschön für all das, was du getan hast. Und ich bete, dass du in jedem einen halben zu der Ansicht kommen, dass er das kann für sich selbst nehmen. Das beten wir alle durch Jesus in Namen. Amen.